Hallo zusammen, du hast Ground Cletus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Schon wieder ein Doom-Video, schon wieder ein Switch-Video, ich weiss, aber es flasht mich auch gerade ohne Ende. Neben Doom spiele ich auch ganz viel Mario auf dem Switch. Finde ich auch ein ganz geiles Game, habe jetzt 250 Power-Münzen. Ganz cool, was dort alles noch Schritt für Schritt freigeschaltet wird. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, beim Doom. Und hier noch zur Info habe ich gelesen, dass die unpatchte Version, das heisst, wenn du das Doom als Modul kaufst, in die Switch rein tust, keine Internetverbindung hast und dann das Game startest, dann ist es die unpatchte Version, das heisst, du kannst kein Multiplayer spielen, aber dafür hat es ein kleines Bonus-Feature, ihr seht, er versucht jetzt hier ein Netz zu finden, damit er updaten kann, wir haben aber nichts. Also, jetzt hätten wir es endlich geschafft. Jetzt sind wir hier im Hauptmenü. Wir starten gerade die Kampagne. Nur noch ganz kurz, sorry, für die es interessiert. Normalerweise hat man ja hier neben der Kampagne noch einen Mehrspieler-Modus zur Auswahl. Das ist nicht der Fall. Jetzt kann man entweder die normale Kampagne oder den Arcade-Modus spielen. Ich habe hier vorhin ganz kurz mal reingeschaut. Und der zweite Switch ist auch auf Deutsch eingestellt, das heisst, jetzt haben wir hier die ganzen Texte noch auf German. Weil meistens spielt die Kleine mit diesem Switch nicht unbedingt das Doom, aber halt andere Spiele und da ist es natürlich schon ein bisschen einfacher, auch wenn sie noch nicht lesen kann, wenn sie da etwas erzählen, versteht man es einigermaßen, weil es Hochdeutsch ist und Englisch ist das sicher auch irgendwann mal ein Thema, aber eins nach dem anderen. Alles zu seiner Zeit. So, also. Ja, es ist gerade auf den ersten Blick sichtbar, aber wenn man es jetzt nicht so kennt, das Game, und auch nicht gerade einen Side-by-Side-Vergleich hat, es ist so, dass bei der unpatchten Version kann man in den Einstellungen bei der Grafik das Sichtfeld noch einstellen. Normalerweise in der fertigen, patchten Version ist es auf 90. 90 ist eigentlich noch gerade in Ordnung, finde ich. Und wenn wir ein 90er Sichtfeld haben, müssen wir hier schnell raus. Seht ihr, ist schon einiges enger. Machen wir hier schnell einen Screenshot. Gehen wir noch einmal schnell in die Einstellungen. Das Sichtfeld auf 110 to the max. Gehen wir raus und ihr seht, man sieht links den Zaun, rechts die Felsen einiges mehr. Es ist weniger klaustrophobisch, es ist weniger eingeschränkt, man ist nicht wirklich in einer Röhre, sondern hat ein breites Sichtfeld, wie man sich so als Mensch gewöhnt ist. Ja, I like that. Gehen wir schnell raus, geschwind gucken, ob wir die vergleichen können. Vielleicht. Ja, yeah, mit diesen ganzen Knöpfen und dem Menü. Nein, eigentlich ist es ziemlich simpel. Eigentlich müssen wir jetzt noch schnell den Screenshot machen. So, jetzt gehen wir raus. Jetzt können wir das schön schnell vergleichen. Für die, wo das nicht so ein Thema ist. Hier haben wir 110. Hier haben wir 90. 110. 90. Nein, ist 110. Man sieht es wirklich richtig gut. Eben links der Zaun. Sieht man jetzt noch den zweiten Pfosten. Dann oben ist noch so eine Bergspitze jetzt sichtbar. Die ist hier komplett weg. Ja. Jetzt, es hat ja sicher nicht nur Vorteile, wenn man viel mehr sieht und es viel besser aussieht. Und das ist leider so. Es hat definitiv auch Nachteile, weil es wird mehr gezeigt. Das heisst, es werden mehr Bildpunkte, mehr Pixel gerechnet. Das heisst, vor allem die Grafikkarte muss viel mehr buckeln. Und man wird es jetzt hier gerade merken. Was auch noch ist, jetzt momentan Laufmusik. Also es ist noch viel strüber als in der Version, die ich gespielt habe mit dem Patch. Zum Teil fällt die Musik komplett jetzt. Aber das ist ja heutzutage ab Tagesordnung, dass so ein Day-One-Patch noch einiges rein tut. Mehr oder weniger absichtlich Zeug, wo nicht dumm war.
Wow, Bürsteli. Aber bis jetzt geht es eigentlich noch mit der Bildrate. Ich habe mir auch das Digital Foundry Video reingezogen mit der Super Switch Analyse. Dort hat man herausgefunden, dass die Bildrate nicht wirklich stabil ist. Das Frame Pacing Problem. Und da hoffen wir natürlich, dass das dann noch ein bisschen korrigiert wird. Hey, wow, aber jetzt habe ich wirklich noch nicht so ein Problem gehabt. Vorhin, als ich so angetestet habe, bin ich hier im Mittelbereich gewesen. Und wenn er von allen Seiten auf einen geschossen wird, dann spürt man das schon. Die Framerate ist eben wirklich richtig getankt. Hey. Oh, oh, oh. So, jetzt müssen ich noch von irgendjemandem her ein bisschen Pumpi-Munition bekommen. Mann, die Pistole. Es ist so leid. Sie haben so viel gut gemacht bei diesem Game. Einfach die Standardknarren, hey, keine Ahnung. Das Design von dieser bin ich nie warm geworden. So, das sieht eigentlich ganz anständig aus. Jetzt, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ultra froh und ich werde das so lange wie möglich versuchen zu verhindern, dass dieser Switch jetzt noch nicht am Netz ist gehangen. Weil, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Weil Framerate ist ultra wichtig, ist mir eigentlich fast das Wichtigste. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Field of View auch noch ein Mühe grösser ist, sage ich nicht nein. Und wenn mir das ein paar Bilder kostet pro Sekunde, drücke ich das Auge zu. Weil, hey, ich liebe es einfach. Ein Field of View von 110, 120. Erst dann fühle ich mich richtig im Game. Alles andere ist vorher einfach eine Einschränkung. Das ist im Horizon Zero Dawn noch immer so straub, gerade wenn du innen in den Gebäuden bist. Da bist du so nah an Aloy dran. Gewissen Leuten wird es fast ein bisschen schlecht und das kann ich absolut nachvollziehen. Das Problem habe ich zum Glück nicht, aber es ist einfach unangenehm, wenn du sichttechnisch so eingeschränkt bist. Und wie gesagt, es gibt eigentlich immer Performance-Gründe, wieso das so ist. Oder vielleicht auch ein bisschen stilistischer Natur, aber Schluss am Ende. Big up, das Switch darf ich nie mehr ans Internet tun. Und so Zeug ist natürlich gäbig, weil ich habe das natürlich nicht im Vorfeld ausprobiert. Leider muss ich mir vielleicht aber selber auch mal ein bisschen merken. Dass man vielleicht zuerst mal unpatched ins Game hineingeht und schaut, was man für Optionen hat. Wobei man weiss ja nicht, was verschwindet. Ja, es ist schon fies. Darum optimale Situation, hast 2 Konsolen. Kannst davon ausgehen, dass bei den ersten Änderungen passieren, die dann bei der zweiten gegebenenfalls wirst vermeiden. Aber es ist natürlich auch ein absoluter Luxus. Und zum Glück sind Kids in der Haus. Auch wenn die noch nicht verständlicherweise so viel gamen wie ich. Hoffe auch nicht. Jesus. Ist es doch ein guter Grund, halt vielleicht mal ein Gerät mehr noch zu haben. Ja. Alright, eigentlich war das schon gewesen und eine Retro-Folge wird es heute nicht geben. Ich erlaube mir das auch, zwischendurch mal um einen Sonntag keine Retro-Folge zu machen. Was ich aber zu retro-technischem Vorankommen kann sagen, ist, dass der HDMI-Adapter für den Gamecube, der ist also in Produktion und sollte dann im besten Fall... Wow, schade, das wäre ein Triple gewesen, krass. Triple Glory Kill. Also ist dann im besten Fall bis Ende Jahr da. Und dann geht es dann auch richtig ab mit Retro Games, weil auf dem Gamecube habe ich mittlerweile auch einige Spiele, auch so ein bisschen Klassiker wie eben Need for Speeds, die ich gerne auch werde zeigen. Timesplitters kommt mir jetzt gerade in den Sinn.
2 Frays Blue Storm natürlich. 2 Flays, ja, so sagen wir, sind wir vielleicht eher so ein bisschen im Osten. Nicht diskriminierend gemeint, sondern einfach die den R nicht so gut aussprechen können. Muss man immer aufpassen heutzutage. Und hier ja niemandem zu nahe treten. So, mit dem letzten Schuss, der sich noch abkassiert, wenn das nicht sinnvoll genutzt ist. Das ist mir gar noch nicht so fest aufgefallen, aber ich glaube, es ist im Doom 64, wo es das erste Mal so ein bisschen gröber animierte Level hat. Und dort hat es auch so einen Bouncer. Natürlich nicht so detailliert. Hey, ich weiss gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, wie gerne ich das Game spiele. Es ist wirklich Straub. Es ist wirklich Straub. Multiplayer bin ich auch noch immer ein bisschen dran. Aber Single ist einfach, da denke ich mir, komm, jetzt machst du noch schnell bis zum nächsten Checkpoint. Und da bist du schon wieder so drin, dass du eigentlich gerade bis zum Levelende spielen willst. Es ist der mühsame Space, das weiss ich noch, wo ich es am schwierigsten Schwierigkeitsgrad habe gespielt habe. Ich hier richtig raussnipen, weil die so hart sind. So mühsam. Come on, guys. So, da hat meine verwünscht. Weißt du, eigentlich müsste ich die, glaube ich, gar nicht killen, oder? Aber sie gehen mir einfach dermaßen auf die Nerven. Hey. Und weißt du was? Ich kassiere richtig für meine Dummheit. Hey. So, jetzt aber. Gut. Yeah, am Schluss sind wir eigentlich fast mit weniger jetzt rausgekommen, als wir es reingegangen. Hey, und ich habe es in meinem Let's Play schon gesagt und es geht mir jedes Mal durch den Kopf und es gibt noch viele strübere Spots. Aber ich liebe die Übergänge von diesem Oldschool Doom, gerade ins 2016er Doom. Es ist so genial gemacht. Big up, hey, wirklich gute Idee gewesen. Sensationell. Ja, ich weiss gar nicht, ob ich euch jetzt hier noch eine halbe Stunde länger volltexten will. Ich würde es gerne machen, ich muss aber auch ein bisschen weitermachen, weil wir gerne so ein bisschen Family Business am Namen ein bisschen Lebkuchen machen, gehört auch dazu. Und von dem her ist jetzt eigentlich schon fertig mit dem Doom Let's Play, wo ich eigentlich kaum aus den Händen lassen kann. Ich muss jetzt noch schnell bis zum nächsten Checkpoint laufen. So fühlt sich also ein Junkie. Holen wir hier noch schnell ein Waffen-Upgrade das erste. Hier nehmen wir natürlich den Explosivschuss. Keine Frage. Und dann ist es genial mit dem Waffen-Upgrade, in dem dass man es braucht und Challenges macht. Yeah. Super Game. Super Game. Und also bisher muss ich sagen, dass ich das mit der Bildrate noch nicht wirklich problematisch erlebt habe. Wisst ihr was, ich spiele jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Ich bin ja wohl der Oberlieri-Benz, der hin und her schwenkt vom Sträubsten. Aber weil es am Ende des Levels, und dann kann ich auch endlich erklären, was ich auch gemeint habe, wenn ich gesagt habe, an dieser spezifischen Stelle jetzt ein bisschen gestockt. Am Ende des Levels geht es ziemlich gäbig ab. Und spätestens dann werden wir dann merken, wie es jetzt aussieht mit der Bildrate. Eine Steuerung geht echt mit dem Pro-Controller voll easy vorhang. Es ist halt effektiv, wenn du portabel spielst, ist es schon noch hart, hey, mit diesen kleinen Stickies. So, well done. Jetzt dürfen wir hier... Ah nein, das ist ja erst beim nächsten, genau. Jetzt noch ein kleines Secret. Ja, es ist schon noch lustig. Gewisse Sachen sind mir extrem gut geblieben von diesem Game. Anderes Zeug eher weniger. Aber es ist auch nicht das Ziel, jedes Mal gerade alle Secrets zu finden. Weil die wichtigen Skills vom Predator Suit und auch... schade. Kommen die Jungs.
Waffen-Upgrades, die man braucht. Da bekommt man genug Punkte, um dort zu investieren. Ja, also holen wir uns dann schnell. Kleiner Mann. Ja gut, ich hoffe, ich finde hier noch ein bisschen Munition. Ich glaube, wenn man hier runterfällt, hat es noch ein bisschen. Was war das hier? Jawohl. Und mit der Pumpe ist man doch ein bisschen besser unterwegs. So, jetzt nähern wir uns schon dieser Stelle. Hier hinten. Ist dann meistens ziemlich slow geworden. Wo es richtig ist abgegangen mit Gegnern und so. Kommt schon. Ja, man spürt es schon gut, Das Game wird auch spürbar langsamer. Also es ist, glaube ich, nicht einmal, dass wirklich viele Frames gedroppt werden, sondern die Geschwindigkeit des Spiels passt sich auch eigentlich in dem Sinne der Bildrate an. Und das ist nicht mehr flüssig, nein, ganz und gar nicht. Sogar noch ein bisschen weniger flüssig, als ich es in Erinnerung habe, wenn man es eben mit dem 90er Field of View spielt. Die Siechen sprengen sich immer selber in die Luft, das ist praktisch. So, wo ist jetzt der hergesäckelt? Mann, ist es mühsam. Weißt du, dass die Angst vor mir haben, ist eben schon ein bisschen Straub. Nein. Aha. Komm's. Fässli, nein, dann haben wir so. Hey, und jetzt bin ich schon ein paar Mal so ein bisschen neu mit reingelitscht. Eben gerade vor allem beim Glory Kill. Und da kann ich mich im Fall nicht mehr erinnern, dass das auf dem PC so massiv war. Ja, jetzt wird es aber langsam stressig. Hey. Also, die Sache ist nur die, in Bezug auf Performance ist es natürlich so, wenn man jetzt den normalen Schwierigkeitsgrad spielt wie ich, dann läuft natürlich weniger, es sind weniger Gegner da, es läuft allgemein auch, keine Ahnung, projektilmässig weniger. Und von dem her wird die Hardware auch nicht ganz so hart angenommen. Auf Nightmare läuft viel mehr und dort scheppert es dann halt richtig. Also dort ist die Bildrate noch einmal viel tiefer. Darum ist das nur eingeschränkt repräsentativ, jetzt das erste Level auf normal. Also man kann davon ausgehen, dass dann eben mit dem höheren Field of View das Ganze dann noch einmal ein bisschen langsamer wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich es jetzt schaffe, den Switch nicht abzudaten, kann ich mir vorstellen, dass ich es sogar versuche, hier durchzuspielen. Und wenn ich auf irgendein paar Extrembeispiele stoßen würde, wo die Performance so richtig kauert, dann könnte man das dann eigentlich schon recorden und kurz darstellen. Das Internet interessiert es vielleicht auch. Ist da nichts mehr drin? Nein. Ja, das war es für das erste Level. Ich habe jetzt ein bisschen eine angepasste Steuerung ausprobiert. Man hat es vielleicht gemerkt mit den Glory Kills. Und zwar tue ich jetzt gleich mit einem rechten Stick eigentlich die ausführen und nicht mit dem A. Weil man ist dann gleich ein bisschen schneller. Das Springen bleibt auf dem L. Weil mit dem Pro-Controller ist es eigentlich kein Problem, den Stick immer wieder zu klicken mit den kleinen von den Joy-Cons. Ja, ist das schon ein bisschen schmerzhaft fast mit der Zeit. ja, es haben auch nicht alle gleich grosse Hänge. Ja, das wäre das Doom auf dem Switch, unpatched, damit man das Field of View von 110 geniessen kann. Finde ich ganz, ganz cool, dass ich jetzt wählen kann, ob ich mit 90 oder 110 spiele. Und je nachdem der eine oder andere Switch nehmen. Sehr, sehr abgefahren. Habe ich jetzt in dieser Form wirklich noch nie erlebt. Noch kurz zu den Ladezeiten, die sind noch mehr schneller als bei der PS4. Xbox One X ist natürlich ultra flink. Ja, Digital Foundry, echt ein super Kanal, wenn ihr euch so ein bisschen für technische Aspekte von den Games interessiert. Haben das alles sehr interessant auseinandergenommen, was jetzt hier beim Doom auf dem Switch abgeht. Und ich hoffe, bei euch geht es auch noch chillig ab. Lasst den Sonntag noch schön ausklingen und einen guten Wochenstart haben.
Es kann sein, dass ihr nächste Woche noch einmal das Doom-Gameplay seht, aber ich gebe mir fest Mühe und versuche es mal ein bisschen aufzupeppen. Jetzt ist die Frage, wenn wir schon so weit sind und die es so weit geschafft haben, ich werde gegebenenfalls das Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds oder das Need for Speed nochmal zeigen. Bin jetzt in beiden ein bisschen weiter, kann ich noch etwas darüber erzählen. Darum sagt doch, was euch interessiert. Wenn es beide sind, kann man das sicher auch irgendwie unterbringen. Und wie gesagt, habt's gut. Tschüss zusammen.